ich da Wort dazu. Laten we beten voor wie de boodschap nemen wil. Herr Jesus, ik dank u voor de gelegenheid. Dat ik mag hier zo een beetje van die woord met jou. Herr Jesus, ik bid dat u was halten dat ik kon klaar en duidelijk dat uitbrengen, dat die woord raak wat gepredigt wordt. In Jezus zijn naam. Amen. Ik heb mij gewild een boodschap gaan. En ik had die boodschap genannt, wat is wijsheid? En wanneer we aan wijsheid denken dan in het Oude Testament kijken dan valt ons Salomo bij, selbstverständlich. En ik wil een klein beetje een paar mannen bekijken van een paar kenningsmannen van het Oude Testament. Wat is het, wanneer we een wijsheid vragen en wat dat wanneer geloven we worden het zelfs alle hand kriegen. So, te dat ik hier een paar vragen eerst. We hebben mal gebet dat God ons wijsheid geeft. Ik geloof we hebben alle mal, nee? We hebben mal gewundert, was hij van der wijze is als de gisteren weer. Dat zijn een paar interessante vragen, want we ons die vragen. We ons mal draaien naar eerste Könings, kapitel 3. Kapitel 3 van vers 9. Dat is de geschichte waar die sagte Salomo, kost mir vragen wat die was en ik wat die dat geven. En ik lees op wat Salomo dat zegt, eerste Könige 3 vers 9, wat euch 13, dat zegt du, geef mij nu wijsheid, dat volk te regeren, zodat ik mag weten wat goed en wat slecht is. Wo kon ik dit, dien grote volk, anders regeren? In dat geval dem Herrn, dat Salomo nu dit vroeg. En Gott sagte ihm, willst du nur dit gefragt hast, und hast nicht nur ein langes Leben für die gefragt, oder nur reich sein, oder den Tod von deinen Feinden, und hast nur Weisheit für die gefragt, dort du kannst, dort daunen, wat reich ist, wo ich dir dort geben, nur wat du fragst. Ich war die Weisheit und Verständnis geben, so als noch nie nicht einer gehört hat, und als nie nicht noch wer kriegen wird. Ich war die dann auch noch, nur wat, ich gebe die dann auch noch, nur wat die nicht gefragt. Ich war die Rückmerken in ihr geben, dort du kein kann ich an die Zeit mit die zu vergleichen, wat gut. Gott hat ihn gefallen an wat Salomo seine Frau war. In Salomo seine Gebet wir, Gott gib mir Weisheit, das Volk zu regieren. Wings wo saß kann ich das mit ihnen halten. Und wenn wir die Geschichte lesen dann von Salomo, wie kann die alle, die krieg so eine Weisheit, das noch einmal wer gehört hat, und das sagt ich, einmal nur her, war er was kriegt. Das von was von große das Mann hat, dort von der anderen Seite Welt, nicht kann ich schon in den Schein. Und die sagt, die vertrauen mich von die Zeit, die hat. Aber die sind nicht mal so dicht beigekommen, von was ich selbst belebt habe hier. Das ist die Weisheit, was bloß Gott geben kann. Den nächsten Abschnitt, was wir uns lesen, ist 2. Chronik 36. Tweede Chronik 36 von Vers 11 bis 17. Dat sagt du, dat de laatste König, wat an Juda wir, voor de ganz verval wordende Babel verslaapt. En wir wollen uns den bekijken, dat sagt du, Tweede Chronik 36 Vers 11. Sagt du, Zedekai, wie 21 Jahre alt als hij König wordt, en hij regiert 11 Jahre in Jeruzalem. En hij deed wat dem Herrn Schlag gefallen in
En dat zich ook niet duimetje als de Herr am durch de Prophet Jeremia warnt. Hij mögt sich ook unabhängig von Nebukadnezar, dem König von Babel, dem hij bei Gott geschworen hat, treu zu bleiben. Hij wird sich ook hartnäckig en insinnig omträgt nu dem Herrn Israel ihren Gott zu kommen. Ook de eerste mannen van de priester en vom Volk drijven dort met ihr antreed leven dem Herrn gegenüber immer schlimmer. Zij leefden nu de abschäselige Sitten von de andere Völker in dem Herrn sein Tempel Aren, dem der Herr an Jerusalem für sich gewährt hat. Der Herr, Führer, ihr Gott, leid am immer wahrer durch seine deiner Warnen, wils hij mitleid mit sein Volk in seine Wohnung hat. Aber sie merken sich über Gott seine deiner lastig und verachten seine Wir und spotten über seine Propheten, was dem Herrn sein Euer über das Volk so groß wird, dass es keine Radung mehr jäuft. Dann leid der Herr dem Chaldäer-König gegen am Kum und leid ihre junge Krieger mit Schwert totschlagen. Das letzte beim Kampf am Heiligtum. Nebukadnezar verschont kein, nicht Junges und nicht Mädels, und nicht der Ole und Schwache, der Herr jäuft an alle an seine Gewalt. Das ist eine treue Geschichte. Aber dort sind die Folgen von was Gott versprochen hat, das Volk Israel zu Juda. Dort waren die nicht wollen, mir nur Folgen, die wollen andere Jahre da. Dann wird das passieren, was hier passieren wird. Und die kann ich dem will sich dort, ich will mit ihnen wachgehen. Dort ist der Unterschied zwischen Weisheit und unseren eigenen Wahlen gehen. Das kann ich Sedekai. Ich will ganz nahe, wenn der Gott hat gebraucht am Genug, der wurde kriegst du für Genug gefangen haben, aus alle anderen Königs, wo du antreten von der schlachtet leben. Und die bloß hat eine Weisheit gefragt. Gott würde ihm dort gegeben haben. Und der versprach uns dort von der und kriegst du der dort dann zu Salomo dort. Jakobus, Kapitel 1, Vers 5. Was willst du dort mal lesen? Jakobus 1, Vers 5 sagt, wenn dort bei irgendwem von jemand Unweisheit fehlt, dann soll heu Gott du nur frauen, wils Gott jedem Jiren jaft in keinem Schalt, wat am der Weisheit gegeben war. Hast du mal gedacht, dass du brauchst bloß Frau? Und du denkst nicht, mit Ruth wolltest dann brauchst bloß Gott Frau. Und wie viel jeden dort so fair an, dort ich wollte mich nicht ruhen mit dieser Sache, wo ich einen Hund habe. Und ich gehe allein im Leben und ich denke nicht mal an Gott Frau. Das sage ich hier ganz klar, wenn die dort und dort fehlt, dann Frau den. Und dann machen wir uns vielleicht die Frau, was ist Weisheit? Wo wollte ich aus von der und wer sein, als ich gestern wir, wo wollte ich aus ich morgen, wo wer sein, als ich von der und sein. Und dazu jankert mich nach Jakobus, Kapitel 3, vom Vers 13, was ich 18 lesen. Dort sagt du, so eine Weisheit, vom Vers 13, dort sagt, als man irgendwer weiß und verständig, der soll an seinen guten Wandel wiesen, dort er weiß und treuhärtig ist. Wenn je aber bessere Aufgangs in ihr nützliches Streben am Hort haben, dann pocht nicht mit jener Weisheit, weil es dort stammt nicht mit der Wahrheit. So eine Weisheit kommt nicht vom Boden. Der stammt von dieser Welt. Der ist unjässlich und stammt von Südhun. Wo die Menschen oft ganz dich in Musik sind, du hast alles in der Ordnung und du jettet, weißt du. Und dann der 17. Vers, den wir uns durch unterstrecken, indem wir uns Tüß und Ischuf ummerken, wegen dort ist,
was Weisheit ist. Das sagt du, die Weisheit von boven ist erstens rein, dann friedlich, gelernt, laat sich sein, als voll Mitleid, ein gute Worten, als nicht parteiisch, und hechelt nicht. So, wenn die Frau noch immer fragen, der Sanak von der Weise aus hat gestern wir, dann war wir uns diesen falsch bekehren, dann war wir das sein. Weisheit sind Worten, was wir tun. Worten, was wir tun, wegen wir sind durch Jesus in die Not geraten. Der Vers 18 sagt dort, Gerechtigkeit ist eine Art, der du an Fried von der gesät wird, der du Fried verbreiten. Wenn irgendwie wollen, diesen Fried, was irgendwie im Hort haben, verbreiten, dann wird unsere Weisheit teilnehmen, wegen Jesus wird uns die geben. Das Vers, was wir lesen in Jakobus 1, Vers 5, wenn irgendwem dort um Weisheit fehlt, dann soll bloß Gott du nur frei. Wenn uns dort fehlt, in uns das. Um den Frieden verbreiten, was Jesus hat an unsere Horten, fehlt uns unbedingt Weisheit. Um das Evangelium reich bringen, nur Himmel wiesen. Laten we toch beten. Herr Jesus, ich freue dich, dass du was mit uns gehen. Und uns so um Weisheit fehlt, dass wir wollen, die Frau, wenn du in jedem Weisheit geben lässt, und du schiffst uns nicht wahr, wenn wir die Frau. Wir danken dir, du so sehr, und ich bete, dass du was halten, dass wenn wir dem Frieden, was du uns gegeben hast, wiedergeben, dass wir wollen, um Weisheit tun. In Jesus' Namen. Amen.